Ich erzähle ein Frühlingsmärchen von der Frau Holle und ihrem goldigen Schuh. Die meisten kennen ja das Märchen von der Frau Holle. Und da erzählt man es gern, wenn sie im Himmel oben ihre Bettdecken und Küsse ausschüttelt. Und dann, wenn die dort oben schüttelt, dann kommt Schnee runter. Aber sie ist eigentlich eine Göttin oder eine Fee oder einfach eine Erde- und Himmelsmutter, alles miteinander. Sie schaut dort oben, aber sie schaut auch auf der Erde. Und das Mal ist sie im Frühling mit ihrem weißen Schimmel vom Himmel oben runtergeritten auf die Erde, hat einen blauen Mantel angehabt und eben goldige Schuhe. Und sie ist auf einem weißen Ross geritten, dem sagt man ja ein Schimmel. Und auf diesem weißen Ross ist sie alles an den Waldrändern nachher, durch die Wälder, auf die Alpen, auf die Felder, allen Orten ist sie durchgeritten. Und allen Orten, wo sie durch ist hinten dran, sind unter dem Huf vom Ross sind Blumen gewachsen. Und ihre hinten nachher sind ganz viele Zwerge und Erdleute gelaufen. Und Frau Holle hat alle weisen Blumen, Büsche, Bäume gesegnet, dass die richtig wachsen können im Frühling. Und am Abend hat sie sich unter einen Baum gelegt, der gerade so schön blüht hat, auch nur weil sie vorbeigeritten ist. Und dann hat sie plötzlich runtergeschaut und gesehen, ups, ich habe einen Schuh verloren. Sie hat einen goldigen Schuh verloren. Dann ist sie wieder aufs Ross und ist den ganzen Weg zurückgeritten und allen Orten geschaut und sie hat nichts gesehen. Dann ist sie unter dem Baum gelegen, hat sich mit ihrem blauen Mantel zugedeckt und hat geschlöfelt, ganz tief und fest. Und das weisse Ross ist daneben geblieben und hat sich beschützt. Und am Morgen, als der erste Sonnenstrahl kam, ist sie verwacht und hat geschaut. Und dann hat sie eben das gesehen, dass an allen Orten die Blumen wachsen, wo sie durchgeritten ist. Und dann ist sie noch einmal suchen und plötzlich sieht sie, dass die Zwerge und die Erdmännchen ihre Schuhe gefunden haben und den über die Nacht in die Erde hineingetan haben. Und aus diesem Schuh heraus ist die Blume der Frauenschuh gewachsen. Das ist eine Orchidee, die ganz, ganz rar ist und die geschützt ist und wo man nicht einfach darf, wenn man sie findet, die abreißen. Das ist das Märchen von der Geschichte, wie der goldige Schuh von der Frau Holle verwandelt worden ist in die Orchidee in Frauenschuhe.